Stimmung zwischen Washington und Teheran bleibt extrem angespannt. Diplomatie am militärischen Druck laufen parallel. Der Präsident Trump hat schon den 19. Februar eine Frist von 10 bis 15 Tagen gesagt, für einen Deal zu finden. Heute gehen Gespräche an der Schweiz führen. Das erweitert internationales Mamrik Till. Zu Genf gehen die indirekte Gespräche zwischen den USA und dem Iran an die nächste Runde. Den iranischen Außenminister weist sich bereit, Konzessionen zu machen, hält aber Recht auf eine zivile Nutzung von der Nuklearenergie fest. Der US-Vizepräsident Vance hat heute bereits betont, Teheran darf keine Atomwaffe kreieren, es hätte Beweise, dass den Iran aus so einer Bombe geschafft hat. Washington hat dann noch neue Sanktionen gegen über 30 Personen an verschiedene Firmen dezidiert. Es setzt den auch weiter auf militärischen Druck. Ein von den größten US-Kriegsschiffer hat heute Kreta verlost an der NRW Direktion Persische Golf. Die kubanische Garde-Côte hat 4 armeierte Männer erschossen, 6 Personen blessiert. Sie waren mit einem Schnellboot, das der Florida registriert ist, für der kubanischen Küste NRW, sollen auf eine Patrouille geschossen. Dem Innenministerium soll es sich regierungskritische Kubaner aus den USA gehandelt haben. Sie wären mit Maschinengewehrer, Pistolen und Sprengstoff equipiert gewesen. Weitere Verdächtigen wurden vom kubanischen Festland verhaftet. Havanna schwätzt von einer terroristischer Infiltration. Den Europäische Gerichtshof hat heute Ungarn verurteilt. Am Prozess ging es einen unabhängigen Radiosender, den seine Lizenz weggeholt hat. Die Richter haben Verstoß gegen das EU-Recht an, gegen Meinungs- und Informationsfreiheit. Seit 2021 hat der Sender Clubradio just nach dürfen online senden. Direkt Konsequenzen Urteil gibt es nicht. Die EU-Kommission überprüft die Umsetzung. Den 12. April wird an Ungarn übrigens ein neues Parlament gewählt. Aktuellen Umfrage leitet die Partei von Viktor Orban der größten Oppositionspartei. Zu Dubai kann in sich geschwinde Lufttaxi bestellen. Taxiplattform Uber und die Entreprise Joby Aviation wollen diesen Service nach diesem Jahr lancieren. An den Ersatz kommt eine Mischung aus Helikopter und Flieger, voll elektrisch, mit Platz bis zu 4 Passagiere, plus natürliche Pilot. Geplant sind 4 Start- und Landeplätze, unter anderem Flughafen von Dubai.